Wie Dark Souls zu spielen. Meinst du mit Livestream? Nee, sicher nicht. Wenn erst mal sicher mal Souls noch beendet. Und dann, ja, was natürlich auch noch prinzipisch bei Ends im 1. August machen will. Aber dann werde ich dann vermutlich gemeinsam mit keiner streamen, wäre halt Super Mario Galaxy 2 abschließen. Was man nachher noch streamen könnte, ich denke vor allem so. Also sicher ein bisschen weg von Live-Let's Plays, weil da brauchen wir erstmal ein bisschen die Schnauze voll davon, weil Live-Let's Plays haben Vorteile, aber vor allem auch Nachteile. Dass wir dann doch eher ein bisschen Community-Games zocken werden, wie Rocket League, Mario Kart 8, ja, Rage und Domi. Smash, sicher auch, warum nicht? Oder Splatoon wieder mal. Also echt so quasi jeder gegen jeden. Du, 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 du. Okay, ein Schwimmer, der am Triathlon teilnimmt. Ja, wieso schwimmt er dann? Ein Spiel, was ich nicht besitze. Ja, dann wird es langsam ein bisschen schwierig. Einfach nichts anderes so für Community-Projekte, wo du mitmachen könntest. 5. Naja gut, ich meine, zurück zu Dragon Ball. Sei es entweder Raging Blast 2 oder Xenoverse. Natürlich auch wieder mal Naruto Storm 4. Das wären natürlich auch wieder mal so ein paar Stream-Projekte. Obwohl Dragon Ball, verdammt, das stimmt gar nicht, weil ich hab's ein neues Dragon Ball Projekt natürlich geplant, sollte spätestens dann am 1. August online gehen. Ein Dragon Ball Spiel, was ja, ein bisschen älter ist, was man auch online zocken kann, beziehungsweise konnte, mittlerweile geht's gar nicht mehr, weil der Dienst eingestellt wurde. Genieße die Sonne und den Wind. Sonne? Sonne und Wind, so herum. Also gerade von wegen. Ich habe zuerst gelesen, genieße die Sonne und den Mond. Quapuzzi! Verputz dich! Irgendwie wird Domi schwächer, kann das sein? Weil er 7 Level über Quapuzzi, der müsste ein bisschen mehr Damage machen. Domi! Was tust du da? Na gut, das neue neue Dragon Ball Projekt, aber nicht neue Dragon Ball Spiel. Was man spätestens am 1. August zocken will, ist ohnehin. Ja, soll ich bereits erwähnen. Ja gut, es ist ein Wii-Spiel. Ein Wii-Spiel, was es allerdings auch auf der PS2 gab. Was ich eigentlich schon, glaube ich, seit dem ersten Jahr mal versprochen hatte, was ich mal zocken werde. Und bisher einfach nie getan habe. Und da bisher sowieso noch kein neues Dragon Ball Spiel angekündigt wurde, im Sinne von Xenoverse 2 oder so etwas in der Art, dachte ich mir, ja, wieso nicht? Back to the Roots mäßig. Ich meine, damals, als ich angefangen habe zu Let's Playen, habe ich auch noch Dragon Ball Raging Blast gezockt. Das Spiel Let's Played und das war auch kein neues Spiel mehr in dem Sinne. Die Erbe von Goku Saga, das Spiel, die 3 Teile habe ich auch schon Let's Played. Das waren mehr oder weniger halt 2D-Spiele, aber trotzdem. Ich hätte jetzt mal Bock ein bisschen auf ein 3D-Spiel. Shin Megami Tensei, habe ich aber nicht. Was gibt es sonst so für Community-Projekte? Community-Projekte. Ach ja, genau, was noch Sinn habe. Wieder mal ein bisschen
Super Mario Maker zu zocken im Stream dann, künftig. Vor allem deswegen, weil ich das damals bei Release gezockt habe, natürlich seitdem nie mehr angefasst, ist logisch, typisch Michael. Aber vor allem dachte ich mir so, ich bin zwar jetzt nicht der große Level-Bauer, aber halt der große Level-Zocker und vor allem natürlich derjenige, der gerne mal ein bisschen fehlt. Alter, 40 Tentakel, leckt mich am Arsch. Und daher mal so, ja, wenn ihr mal eure Levels zocken und so weiter. Wäre doch durchaus eine Idee, Freunde. Wir sind auf der Zinnoberinsel, das heißt jetzt aber ganz kurz erst heilen, dann geht's nach Osten. Da sind sie bekanntlich hoch, die Kosten. Ne, geht vor allem darum, noch ein paar Trainer zu finden. Und Missing No wird dann doch eher gerne am Ende des Streams mal zeigen, wenn es überhaupt noch klappt. Weil, wenn was schief geht und bereits jetzt schon Feierabend wäre, wäre doof. Eigentlich soll ich Missing nur eigentlich erst nach der Liga machen. Man habe ich alles Wichtige zumindest schon mal gemacht. Wenn dann irgendwie das Spiel abkackt und alles Schrott im Systemspeicher. Ich meine, klar, solange du Missing noch nicht fängst, dürfte nichts passieren. Das ist mir damals bei Rot, Blau, Gelb auch nie etwas passiert. Aber man weiß ja, Vorsicht, die Mutter Porzellankiste und daher, lieber nur mal sicher gehen. 14 Heiler, 4 Übertränke. Gut, 9 Beleber. Das ist gar nicht mehr in Erinnerung. Aber wir haben genug Geld. Was? Ich mag diesen Terroristenklempner nicht so gerne. Weil es ein Terroristenklempner. Meinst du Mario oder wie? War das gerade ein Assistent von Professor Eich? Nö. Der Missing No Cheat, wa? Ich muss auch gucken, ob wir den heute noch machen. Und eben erst nach der Liga, um sicher zu geben, von wegen, ja, jetzt habe ich alles wieder gemacht, wenn jetzt irgendwas passiert, shit happens. Wäre sicher vernünftiger, kann jetzt auch groß da im Titel schreiben bei Twitch dann, heute Missing No als Gast. Ein Pokémon-Labor. Ja, da können wir unser Fossil vom Mondberg plus, oh, muss ich erst noch holen, wa? Den Altbernstein von Mamoria City können wir da rekonfigurieren lassen, sag's mal so. Wie heißt es genau? Wieder schaffen, aber ist jetzt der korrekte wissenschaftliche Terminus dafür? Terminus, Mann. Man merkt, es ist Sonntag, ich kann gar nicht mehr quatschen. Volltreffer. Ey, ist langsam gut hier, Quapsel. Quapsel, Quapsel. Sag mal, es reicht. Dankeschön, Chaos. Reanimieren. Gut, es ist kein Reanimieren, weil würde bedeuten, dass bereits ein toter Körper vorhanden ist. Ist eigentlich echt aus der DNA halt, so wie bei Jurassic Park im Prinzip. Aus der DNA eines Pokémons ein neues erschaffen. Jo, wieder erschaffen war. Kann man auch sagen. Oh nee, verwirrt. Thema ist ja verdammt. Nein, Domi ist verwirrt. Wieso ist Domi verwirrt? Domi, wieso bist du verwirrt? Wiederbeleben. Ja. Jetzt kommt er mit 5-mal Furinschlag. Ich glaube, es hackt. Nur 3-mal. Gut, trotzdem Domi ist verwirrt. Er ist immer noch verwirrt. Ich bin langsam auch verwirrt. Wir alle sind verwirrt. Domi ist und bleibt verwirrt. Domi hat's ganz vergessen, dass er verwirrt ist. Ja. Nee, ganz vergessen, dass ich eigentlich sein Trainer bin. Domi vor Boss und so weiter. Dann auf den Stream vergessen, obwohl man kriegt eigentlich Benachrichtigungen, aber eben halt. Ja, ich sehe es manchmal auch nicht, stimmt, also. Ja, und ist Pfingstsonntag und.
Ja, kein Ding, Domi, hast jetzt nicht so viel verpasst. Außer halt, dass in der Arena hat der Robert, also sprich in der Psycho-Arena, hat der Robert seinen großen Auftritt. Der hat damit zweimal Bodyslam bei Abra und Kadabra und vor allem im Finale bei Simsala alles gerockt. Das war vor allem noch episch. Und sonst noch ein bisschen, ja, Safari-Zone vor allem noch gemacht. Ja, da haben wir alles gefangen in Safari-Zonen. Tauros, ein Sichlor, ein Pinsir, ein Rihorn noch. Ja, das war's. Es war noch versuchen, Kangama zu fangen und Chanera auch noch, aber natürlich auch nichts geworden raus. Man kennt's ja und daher, naja. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur Zinnoberinsel. Ihr Freund hat dir eine große Perle geschenkt. Ein Perlu. Ach nee, von einem Muschas oder Austos. Und wir hatten natürlich noch eine intensive Diskussion über die neuen Starter der 7. Generation. Vor allem da die Pflanze Flugeule. Also quasi ein Pflanzendomi. Da hatten wir auch eine interessante Diskussion darüber. Natürlich auch, wer halt alles diesen Pflanzendomi gerne trainieren würde. Also praktisch alle. Glut. Ja, bringt sogar was. Ein Austausch. Das bringt eigentlich normal gegen Eis etwas. Das ist auch so etwas, was ich finde, vor allem jetzt in der 7. Generation, kann man das eigentlich ändern, dass Normalattacken gegen Eis-Pokémon nicht wirklich wirken. Ja, denke ich am Arsch. Weil, sorry, aber Eis-Pokémon, dass normale Attacken wirken. Jo, ist kein Ding, Domi. Ich meine, ist so kein Weltuntergang. Wir haben alle mal ein bisschen was anderes zu tun. Das müsste aber, glaube ich, Blut wirken, wa? Das Chaos hat in jeder Generation mit dem Pflanzenstarter begonnen. Ja, das war bei mir jetzt nicht so. Also im ersten Mal habe ich eigentlich immer mit Feuer begonnen. Ne, stimmt auch nicht. Ne, war immer unterschiedlich. Bei der ersten Generation habe ich ja damals mit Shigi begonnen, wegen blauer Edition, daher Shigi. Zweite Generation, das war sogar Indivie, wenn ich mich richtig erinnere. Dritte Generation, ich glaube das erste Mal war es Hydropi, glaube ich. Alter, ich weiß gar nicht mehr, schon so lange her. Ich glaube, seitdem habe ich immer das erste Mal mit dem Feuerstarter begonnen. Seit dritter Generation müsste ich mit dem Feuer gewesen sein. Auch nur so zum ein bisschen testen und so weiter. Obwohl ich generell seit der 4. Generation sowieso immer beide Editionen gleichzeitig kaufe. Und daher, ja, zumindest auf einer Version ja immer mit allen 3 Starten beginne. Also sprich, ich als Neustart rüber tausche und dann wieder zurücktausche. Auch nur so just aus Fun, so ein bisschen gucken und Stärke abgleichen. Jetzt sind wir schon wieder verwirrt. Hey, ich glaube das nicht. Übrigens, Goldini. Das Porno Goldini, das mich verwirrt. Das Porno Goldini verwirrt Benny. Ein Gold King, ja. Gut, ich weiß, den Benny jetzt hier zu catchen, ist nicht unbedingt die beste aller Ideen. Aber muss trotzdem trainiert werden, der Gute. Ich sage trainiert, nicht verwirrt. Ja, leg mich am Arsch, ey. Oh. Leg mich am Schöppli. Gottfried, stutz nochmal, Benny. Ja, geht doch. Das ist echt schon Schweizerdeutschen, ey. Schweizerdeutschen. Das ist mal ein interessanter Fachterminus für Schweizerdeutsch quatschen wegen. Jetzt muss ich mal Schweizerdeutschen.
Da kann ich mal so spaßhalber wieder mal, was ich früher immer gerne gemacht habe, war halt mal mindestens ein Part auf Schweizerdeutsch gemacht im Let's Play. Gut, ich meine, hier gelb ist ja ein Live-Let's Play, also live im Stream, da müsst ihr euch eigentlich im Stream auch mal, sagen wir, 20 bis 30 Minuten einfach mal Schweizerdeutsch quatschen. Okay, der sieht mich im Wasser. Der ist neu, also sieht man, also neu, alt wohl eher. Das sieht man in künftigen Generationen eher weniger. Die warten immer schön, bis du aus dem Wasser rauskommst. Ah, ein Ibitak, sehr schön. Glura. Glut. Flammenwurf, wo bist du? Dann kriege ich eigentlich hier in Gelb mal einen Flammenwurf. Wenn man so fragen da, Moment. Erstmal Glumanda anquatschen. Gut, schon ziemlich gut geholfen. Oder auch nicht. 46, ja gut, da geht eigentlich noch 7 Level. In 7 Level kriegt Benny Flammenwurf, das dürfte sich für die Liga reichen. Für den 8. Orden vielleicht eher weniger. Ja, Robert, eben das da vorhin gerade auch. Das ist echt nur irgendwie First Generation exklusiv. Ja, daneben. Volltreffer. Tauboga. Es ist ein Domi, schon wieder. Ein fremdes Domi. Du bist ein Faker. Dr. Faker. Hat er überlebt? Hat er überlebt einen Schlitz auf meinem Benny? Benny, wir müssen uns mal ein bisschen unterhalten. Also das geht jetzt gar nicht, Kumpel. Ja? Das ist ein Go-No. No-Go. Ein Go-No. Ja, das ist ein Go-No. Hallo. Ein gestellten Körper ruhig. Ist es das eine Frau oder ein Mann? Du, 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 du. Da kommt ein Stern, du, 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 du. So wie es aussieht, kommt Steven nicht mehr zurück, war, bei dem ist das Internet wohl echt ein bisschen zu schlecht gerade für den Stream. Übrigens, wenn wir schon am Thema sind, Alter, das war knapp. Domi, wie sieht es eigentlich bei dir so aus? Läuft der Stream bei dir gerade flüssig oder hast du auch mit ein paar Rucklern zu kämpfen? Weil Steven, also sprich Omot, hat gerade ein paar Probleme und ist deswegen wohl aufgegangen. Level 40. Sehr schön. Jetzt fehlen bloß noch Robert und Xio, weil Xio vor allem darin noch trainiert. Daher fürs erste Mal Robert wieder mal. 40, 40, 40, 40. Das gefällt mir. Mit Level 50 wird es noch sehr viel schöner und auch ein bisschen dünner. Bei Chaos ist auch alles okay. Ich hab gerade wegen Domi gefragt, weil der generell eher auch ein bisschen Internetprobleme hat. Daher dachte ich mir so, wenn es bei ihm auch so ist, dann ja. Auch generell so, wenn man halt eher ein bisschen eine schwächere Leitung hat oder generell ein bisschen mehr Störungen drin hat. Haben jetzt 2 Stunden war. Ich würde es eigentlich gerne noch eine halbe, maximal noch eine Stunde weiter streamen. Also streamen. Gelb halt streamen, ne? Nachher noch eine Pause machen. Ja, die muss sicher sein. Und dann geht es eventuell mit Soul Silver oder aber mit Rocket League weiter für heute. Also weitergehen, ne? Zum Abschluss bringen wohl eher. Du kennst keine Gnade. Nö. So, jetzt sind wir hier. Stuhllinsen von unten. Jo, das machen wir erst später wegen Arctor, also sprich die legendären Vögel plus Mewtwo fangen wir erst später.
Zinnoberinsel. Wir haben alle Städte bereits besucht, daher geht von jetzt natürlich alles sehr viel schneller. Themen aus einer Sache, war unser Simsala. Wann trainiere ich das mal? Oder jetzt erst mal ein bisschen was anderes machen muss. Und so jetzt Zeit für das Pokémon-Labor. Also sprich vor allem für unsere Dinger. Mal gucken. Benny brauchen wir momentan gerade nicht. Wir brauchen zum Fliegen Kalfen zerschneidern. Dann kommt mal Xion weg. Auch 4 Pokémon dabei, das müsste sogar reichen. Peter Michael, aufnehmen. Mondstein, Fliegen und Sieg. Überleg gerade, was war überhaupt? Nidorino zum Nido King einmal, dann Nido Queen haben wir 2-mal. Knuddeluf, Pixel 4-mal, wa? Das war 4 Mondsteine. Der Rest ist alles doof. Ich muss sortieren, ey. Aber die VMs mal, aber die VMs brauchen wir vielleicht wieder mal bei Gelegenheit. Daher ist dort sortieren und dann noch ein bisschen doof. Jetzt habe ich einen. Okay, gehe ich mal nach Marmoria City. Und holen wir uns den Altbernstein. Zurück in die graue Stadt. Toll, wollte gerade etwas trinken, plötzlich raus. So, schon besser. Sind 2 Fossilien von äußerst seltenen prähistorischen Pokémon. Nichts zu suchen. Na egal, weißt du, was Bernstein ist? Jo. Ja, deswegen bin ich ja hier. Bernstein ist Pokémon-DNA enthalten. Stehen lassen könnte. Meine Kollegen nehmen mich nicht ernst. Können Sie etwas für mich erledigen? Lassen den Pokémon-Labor untersuchen. Wir kriegen einen Altbernstein, einen ganz alten. Jo, also wir sollen es für ihn untersuchen lassen, ist klar. Aber wir sind nur so fies und behalten es direkt auch. Das müsste hier gewesen sein. Der Gründer des Laboratoriums, Dr. Fuji. Vor allem Doktor. Dann Entron ich gegen einen Rizeros tauschen? Nö. Und dann jetzt mal das Fossil gefunden. Ah, da ist der Typ. Den haben wir doch damals auch getroffen. Ein Vulkano will sie gegen Yugong tauschen. Nö. Ich glaube, wir haben einen Vulkano, aber das tauschen will. Von 3 verschiedenen Pokémon entwickeln. Mittlerweile sind es 8. Kann man überlegen, 3 hier. Dann Psyanacta aus 2. Generation sind 5. Glaciola Folipurpa aus der 4. sind 7. Ja, und dann halt Felinara noch sind es 8. Alter, hier nach 3 Evolutionen sind es bereits 8 zu unserer Zeit. Das ist schon krass. Ach ja, wenn es einen neuen Typus Licht gäbe. 7. Generation wäre natürlich. Oh, Metronom, oh nein. Wäre natürlich auch möglich, dass es dann auch wieder, naja, neue Evol-Entwicklung gibt. Pff, was? Wir verarschen. Ich gebe ihm ein Kangama, er gibt mir einen Slimer, wohl ja umgekehrt. Was ein beschissener Tausch, ey. Das Domi-Fossil. Das ist ein Domi-Fossil. Das ist ein Fossil von einem kaputten, einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Das ist einem kaputten Porent oder was? Dank modernster Technik können wir Pokémon aus Fossilien wiederbeleben. Jo, gib mir schnell her, damit er fortfahren kann.
Jo. Einige Zeit heißt in diesem Sinne. Zack. 6 Stunden vorbei. Bis. Dauert doch länger? Spinn ich jetzt oder spinnt das Spiel? Naja, Robert, ich meine, Evoli ist das Evolutions-Pokémon. Da wird es immer wieder neue Typen geben. Na, okay, jetzt doch. Kabuto, der aus Naruto oder was? Ja, vielleicht später noch irgendwie Vorschläge habt. Jetzt fängt ihr wieder mit dem ganzen Quatsch an. Ja, Altbernstein, Aerodactyl, das ist ein prähistorischer Domi.